Ja, geht es euch auch manchmal so, dass man durch die Natur läuft und man kennt einfach gewisse Pflanzen nicht, so wie ich bin ein schlechter Pflanzenkenner in der freien Natur. Und ständig muss ich meine Frau fragen oder irgendwelche anderen Leute, kennt ihr zufällig diese Pflanze? Also ich tue mir verdammt schwer und habe dann einen guten Tipp bekommen, und zwar eine Handy-App, Flora Incognita, und die will ich euch heute mal ein bisschen zeigen. Und ich kann nur sagen, die App ist sehr zuverlässig, erkennt viele Pflanzenarten, und jetzt sind wir hier in der Wildnis, in der Natur, und da werden wir mal ein bisschen die App genauer anschauen. Flora Incognita. Viel Spaß mit diesem Video. Hier haben wir zum Beispiel ein schönes Exemplar, da sieht man viele so am Waldrand mit schönen gelben Blüten dran. Und ja, keine Ahnung, wie diese Pflanze heißt. Und die schauen wir uns mit der App einmal genauer an. Voraussetzung ist bei dieser App, man braucht einen Datenmodus oder man macht die Bilder und speichert sie ab. Und dann kann man die daheim ohne weiteres in der App überprüfen. Ich habe heute Empfang. Der Datenmodus funktioniert, und so kann ich das euch live zeigen, wie diese Flora Incognito App tatsächlich funktioniert. Wir werden jetzt die App starten. Diese App, die werden wir jetzt starten. Und jetzt ist sie gestartet und jetzt kann man Pflanze erkennen klicken. Und dann haben wir mehrere Optionen: Wildblume oder Strauch, Baum, Gras oder Farn. In diesem Fall brauchen wir Wildblume oder Strauch. Und dann als erstes Ding verlangt er, fotografieren Sie die gesamte Blüte aus Draufsicht. Wir machen jetzt ein Bild von der Blüte, und wichtig dabei ist, dass man die Blüte natürlich immer fokussiert, scharf stellt und ein Foto macht. Das habe ich jetzt gemacht, und jetzt schauen wir mal, ob er diese App erkennt, diese Pflanze erkennt. Setze den Haken und jetzt tut er berechnen. Und er hat tatsächlich die Art gleich beim ersten Bild schon gefunden. Er kannte die Art. Es ist ein Tüpfel, Hartheu, Tüpfel, Johanniskraut, Taxonomie. Und dann haben wir das Schöne dabei, wir haben zuerst einmal den lateinischen Namen und dann haben wir die ganze Beschreibung von der Pflanze. 15 bis 80 bis 1 Meter, 100 cm, aufrecht, kahl, Stängel durchgehend, zweikantig, innen markig, Blätter bis 3 cm lang, oval, eiförmig bis länglich, linealisch, dicht mit hellem, durchsichtigen Öldrüsen besetzt. Das steht alles hier drin. Dann Erkennungsmerkmal: Stängel leicht zweikantig, Kelchblätter spitz und Blätter durchscheinend, punktiert. Das trifft alles drauf ein. Und dann kommt das Wichtige: Giftigkeit, mögliche Gefahren, Hautkontakt mit dem Saft oder die Einnahme der Pflanze kann bei manchen Menschen zu Lichtempfindlichkeit führen. Häufige Nebenwirkungen sind gastrointestinale Störungen, allergische Reaktionen und Müdigkeit. Bei Anwendung mit Arzneimitteln, die als Serotonin wiederaufnahmehemmender eingestuft sind, können Symptome der Serotonin-Syndroms auftreten. Geistige Verwirrung, Halluzinationen, Unruhe, Kopfschmerzen, Koma, Zittern, Schwitzen, Fieber, Bluthochdruck, Übelkeit, Durchfall und Zittern. Dann Verwendungszweck, und das ist die schöne: essbare Verwendungen. Die Blüten sind eine essbare Dekoration für verschiedenste Gerichte. Die etwas herb schmeckenden Blätter können an Salate, Wildgemüsegerichte und als Aroma in Liköre gegeben werden. Dann medizinische Verwendung. Und das ist das Schöne bei dieser schönen App. Dann haben wir hier ein Exemplar
Das ist zum Beispiel eine Pflanze, die erkenne ich. Ich weiß, dass es eine Wiesenschafgarbe ist. Wachsen sehr viel hier in unserer Gegend. Aber nehmen wir an, ich würde diese Pflanze überhaupt nicht kennen, keinen blassen Schimmer von dieser Pflanze. Da hilft mir wieder Flora Incognita ausgezeichnet. Und auch hier machen wir wieder eine Aufnahme von der Blüte. Und dann schauen wir mal, ob die Wiesenschafgarbe oder Schafgarbe, wie man sie nennt, stimmt. Ich starte wieder ganz normal die Flora Incognita App. Pflanze erkennen und wähle als nächstes aus Wildblume oder Strauch und fotografieren Sie die gesamte Blüte als Draufsicht. Das werden wir jetzt probieren. Fokussieren auf die Blüte, Foto, markieren und auch diese Pflanze wurde erkannt, Wiesenschafgarbe. Dann wieder schauen, die komplette Beschreibung. Erkennungsmerkmal, Giftigkeit, mögliche Gefahren, eine längere Einnahme dieser Pflanze als Medizin oder Nahrung kann bei manchen Menschen allergische Hautausschläge verursachen oder zu lichtempfindlichen Hautreaktionen führen. Theoretisch kann Schafgarbe die beunruhigende Wirkung anderer Kräuter, zum Beispiel Baldrian, Kava, deutsche Kamille, Hopfen und Beruhigungsmittel verstärken. Mögliche sedierende und harntreibende Wirkungen bei Aufnahme großer Mengen. Also das ist wirklich eine tolle App, kann ich nur empfehlen, wer sich mit Pflanzen so gut wie gar nicht auskennt. Ich bin ein schlechter Pflanzenkenner, also das gebe ich zu. Und da hilft einfach Flora Incognita. Aber wir schauen jetzt noch ein bisschen weiter. Wir haben noch mehr Exemplare hier rumstehen. Einfach diese App einmal genauer vorstellen. Dann haben wir hier eine schöne Pflanze wieder mit schönen kleinen lilanen Blüten. Und die kenne ich zum Beispiel gar nicht, sehe die aber oft so an Waldrändern rumstehen. Wildblume oder Strauch. Ich starte wie üblich wieder die Flora Incognita. Fotografieren Sie die gesamte Blüte als Draufsicht. Also immer möglichst nah rangehen, fokussieren und Foto. Haken setzen. Jetzt haben wir zum Beispiel kein Glück gehabt, dass es gleich an der Blüte erkennt. Fotografieren Sie die vollständige Blattoberseite parallel zum Blatt. Das müssen wir schauen. Aha. Das Blatt haben wir fotografiert. Das wäre dann Bild Nummer 2. Und jetzt verlangt er, fotografieren Sie die gesamte Pflanze von der Seite in ihrer natürlichen Umgebung. Das haben wir jetzt auch gemacht. Und er hat jetzt erkannt, es ist, und auch die hat jetzt erkannt, es ist eine gewöhnliche Vogel-Schmetterlingsblütler. 20 bis 1,50 Meter, Stängel meist kletternd, wie die Blätter kurz anliegen. Dann haben wir hier wieder wie üblich die Giftigkeit. Die Flora Incognita App kann nicht nur Blumen oder Kräuter erkennen, sie kann auch Bäume erkennen. Wir starten in diesem Fall, wir wissen hier, das ist ein Ahorn. Ja? Wir starten jetzt ganz normal wieder die Flora Incognita App. Pflanze erkennen und diesmal wählen wir die nicht Wildblume oder Strauch aus, sondern wir wählen Baum aus.
Und dann fragt er nämlich, fotografieren Sie die vollständige Blattoberseite, auch abgefallene oder vertrocknete Blätter können verwendet werden. Wir fotografieren hier ein Blatt. Das haben wir jetzt gemacht. Und wenn man jetzt wieder schaut, habe ich dieses Blatt fotografiert und jetzt lassen wir die App schauen, ob er es erkennt. Er hat erkannt die Art Bergahorn, Ahorngewächse. Beschreibung: 8 bis 30 Meter Stamm mit schuppig abblätternder Borke-Knospen. Verwendungszweck: essbare Verwendungen. Der Saft enthält Zucker und kann als Getränk verwendet oder durch Abkochen des Wassers zu einem Sirup konzentriert werden. Wird aber nicht in wirtschaftlichen Mengen produziert. Die Blätter können beim Backen um Nahrungsmittel wie Brötchen gewickelt werden und verleihen ihnen einen süßen Geschmack. Dann die medizinische Verwendung. Die Rinde hat milde, astringierende Eigenschaften und wurde verwendet, um eine Pflege bei Hautproblemen und eine Augenspülung bei entzündeten Augen durchzuführen. Die innere Rinde des Baumes, die den süßen Saft enthält, kann als Wundverband verwendet werden. Hier haben wir nochmal ein Exemplar. Erkennt man natürlich von der Weite schon, es handelt sich hierbei um einen Holunder. Der ist aber noch nicht reif. Und wir schauen jetzt, was diese App hier anzeigt. Wir starten wieder die Flora Incognita. Pflanze erkennen. Und diesmal gehen wir auf Wildblume oder Strauch. Ist ja ein Strauch. Ja. Fotografieren Sie die gesamte Blüte als Draufsicht. Können wir machen. Wir nehmen jetzt einfach mal die grünen, ja, die Dolden her, die grünen hier. Die nehmen wir her. Haben wir das Blatt ein wenig weg. Haken setzen. Und er hat tatsächlich gefunden, es handelt sich hierbei um ein schwarzer Holunder. Also diese App kann ich nur wärmstens empfehlen. Schwarzer Holunder. Die Blüten müssen nicht mal blühen, erkennt die App schon teilweise beim ersten Foto, um was für Pflanze oder Baum oder wie auch immer es sich handelt. Ja, also in diesem Video wollte ich euch einmal die Flora Incognita App einmal ein bisschen näher vorstellen. Direkt in der Natur, und es gäbe noch viel mehr Pflanzen, aber einfach mal zu präsentieren, wie viele Pflanzen die erkennt, nahezu fast alle. Das kann ich versichern. Wer sich mit Blüten, Bäume oder Sträucher nicht so gut auskennt oder wilde Kräuter, der ist mit der Flora Incognita App am besten bedient und kann nur sagen, ladet euch dieses Teil runter. Mit Familie, Kinder, viel Spaß mit dieser App. Und man kann es gar nicht glauben, wie viel Pflanzen, die man kennenlernt durch diese App, die wo man vorher eigentlich gar nicht gekannt hat. Also mit diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Den Link, wie gesagt, von der Flora Incognita App tue ich unten in der Videobeschreibung rein. Und probiert es einfach mal aus. Kostenlos diese App. Und macht richtig Spaß, weil man die ganzen Merkmale, Giftigkeit, Verwendungszweck, Blütezeit, alles super durchlesen kann. Also mit diesem Sinne, lasst ein Abo da, auf Kommentare würde mich freuen, und dann würde ich sagen, bis bald zum nächsten Video. Helmut Janker Filmschmiede, habe Dere, Servus, macht es gut.